Ich glaube zu wissen, dass ich eigentlich erst innerlich klar und wirklich aufrichtig sein würde, wenn ich mit der Bergpredigt wirklich anfinge, ernst zu machen. Ein Zitat von einer Berühmtheit im Kontext von Bergpredigt, letzte Woche schon zitiert, heute schon zitiert wurde, der Dietrich Bonhoeffer, wo der Nagel einmal mehr auf den Kopf trifft. Und der Dietrich Bonhoeffer ist nicht der Einzige, der sich je mit der Bergpredigt beschäftigt hat, aber doch eine zentrale Figur vom letzten Jahrhundert. Und der Bonhoeffer weiss, von was er redet. Und wir nehmen das als Einleitung in den heutigen Teil von Bergpredigt, wo er so für sich feststellt, dass er innerlich klar und aufrichtig werde ich erst dann, wenn ich anfange, mit der Bergpredigt ernst zu machen. Das sagt ein bisschen etwas aus über den Inhalt, über sagen wir mal, die Sprengkraft oder die Tiefe von dieser Bergpredigt. Letzte Woche hat uns der Dani mitgenommen in den Start von dieser Serie. Und wir haben ja heute schon gehört, oder das Vater unser als Kern, als Mittelpunkt, könnte man sagen, sind wir jetzt im Unterbau in dieser ganzen Rede von dieser Bergpredigt. Und letzte Woche, wer es nicht gehört hat, es lohnt sich zum Nachhören, hat uns der Dani einiges an Kontext gegeben, in welchem Kontext die Bergpredigt geschrieben ist worden, wie man das verstehen kann, warum das überhaupt passiert ist, wie das entstanden ist. Es lohnt sich zum Nachhören. Und auch die Teile, die er gemacht hat über das Glückselig, über die Seligpreisungen und eben über die Tugenden vom Reich von Gott. Jesus redet von dieser Stadt auf dem Berg, das war der Abschluss, wo leuchtet, weil Menschen da drin sich verändern von ihm. Und heute gehen wir in dieser Bergpredigtreise ein bisschen weiter und wir nähern uns am Kern der Bergpredigt, aber sind noch nicht ganz dort. Es ist immer noch der Anfahrtsweg oder so ein bisschen der Aufbau, kann man sagen. Wir nähern uns aber am Herzstück und wir merken, der Ton wird ein bisschen schärfer. Wenn ich so den Bibeltext lese, dann fängt es an bei glückselig, oder? Und das ist ein Juppidou. Es ist relativ, es sind klare Aussagen, es ist nicht Juppidou, aber es tönt irgendwie, es ist auch viel Ermutigung drin auf den ersten Blick. Und jetzt, dünkt es mir, wird es ein bisschen schärfer. Jesus kommt zum Gesetz. Berühmte Stelle auch, wo Jesus über das Gesetz mit seinen Leuten anfängt zu reden. Über den Stellenwert vom Gesetz. Und wir merken schon am Ende der Einleitung von diesen Texten, die jetzt kommen, sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Was für eine Ermutigung zum Start von dieser Predigt, oder? Jetzt wissen wir alle, dass wir das besser können als Pharisäer und Schriftgelehrte. Nein, also meine, Jesus geht hier schon mal steil und er sagt, was jetzt kommt, ist ziemlich entscheidend. Jesus hat gewusst, dass seine Zuhörer das Gesetz kennt haben. Vielleicht waren auch Pharisäer und Schriftgelehrte dabei gewesen. Und die sind ja bekannt dafür, dass sie das Gesetz kennen und gut auslegen. Und wenn Jesus so eine Ansage macht, mit der entsprechenden Konsequenz drin, dann glaube ich, hat er die Aufmerksamkeit der Leute gehabt. Und man hat sich ja dann gefragt, das, was Jesus dann auch gesagt hat, ja, macht das einfach schärfer, löst das gar auf oder macht ein neues Gesetz? Ich möchte es so sagen. Jesus leitet die Gesetze nochmal neu aus. Wie er das bringt, wie wir das lesen in der Bibel, es ist immer, Jesus startet mit, ihr wisst ja, dass es heisst, so und so. Also bis jetzt haben wir gesagt, so und so muss man es machen. Er geht dabei von dem aus, was die Leute ja schon wissen. Und dann kommt er und sagt, aber ich sage euch jetzt, wie es ab jetzt funktioniert. Also es ist nicht ein neues Gesetz oder so, und er bringt, sondern er nimmt die bestehenden Gesetze und er leitet sie, kann man sagen, neu aus. Steigen wir rein. Es sind 6 Bereiche, die er wählt. Und könnt euch warm anlegen, ich bin froh, dass ihr alle sitzt. Wir gehen direkt rein. Ihr wisst das. Es ist nicht immer so wörtlich, aber es ist so im Sinn noch. Es heißt, du sollst keinen Mord begehen. Ich aber, Jesus, sage euch, schon wer hässig ist, wer zornig ist, soll so gerichtet werden, wie der einen Mord begeht. Oder, darum schreibe ich hier Dummkopf oder Idiot drauf, das würde ich sonst nie machen im Gottesdienst, das steht in der Bibel, wer das Gegenüber so nennt. Schon der soll entsprechend dran genommen werden. Ihr wisst, dass es heisst, ihr sollt nicht Ehe brechen, ist das Nächste. Kann man nachlesen, alles zusammen im Alten Testament.
Ich sage euch aber, schon ein begehrlicher Blick ist Ehebruch. Also schon wer an falschen Ort her schaut und das Kopfkino losgeht, ist bereits Ehebruch. Ihr wisst, dass es heisst, bei einer Scheidung muss man eine Scheidungsurkunde, man muss das richtig machen, oder? Ich sage aber, Scheidung ist Ehebruch. Ihr wisst, dass es heisst, wenn du schwörst, dann sollst du es gefälligst halten. Macht ja irgendwie auch Sinn. Ich sage euch aber, ihr sollt gescheiter gar nicht schwören, weil ihr könnt nichts machen, um das einzuhalten. Ihr habt es nicht im Griff, also lasst es lieber sein. Ihr wisst, dass es heisst, Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter. So etwas wie faire Vergeltung im Alten Testament. Ich sage euch aber, habt auch die andere Backe her. Ihr wisst, dass es heisst, liebet eure Mitmenschen, aber eure Feinde, die dürft ihr hassen. Ich sage euch, liebet eure Feinde. Was ich jetzt zusammengefasst habe, ist in der Bibel nur ganz ein kurzer Text eigentlich. Jesus sagt nicht mega viel zu diesen Sachen. Aber es stellt mir einfach alles ein bisschen auf den Kopf. Und wir merken, Jesus schafft die Gesetze offenbar nicht ab. Also ich höre nichts von, komm, das ist nicht mehr so wichtig. Ich würde nicht sagen, dass er neue Gesetze schafft, sondern er leitet sie effektiv neu aus. Und ja, er verschärft ein paar Ansagen, ein paar Aussagen und sagt, ja, Vergeltung war früher einfach hauptsächlich fair gewesen. Vielleicht ist es nicht anders gegangen. Ich sage euch, heute habt die andere Backe her. Also er tut das schon noch mal ein bisschen herausfordernder formulieren. Aber was ich überall sehe, über die ganzen 6 Themenbereiche sehe, was sich mir aufdrängt, das raussticht, ist, dass Jesus eine andere Dimension in die Gesetze hineinbringt. Wenn er sagt, du sollst keinen Mord begehen, dann ist das etwas, wo ich glaube, die meisten von uns schaffen das, oder? Wenn er aber sagt, bereits, wer hässig ist, dann wird es kritisch, oder? Und Jesus schafft eine neue Dimension in diesen Gesetzen. Und er sagt, schaut, es hilft euch überhaupt nicht in Bezug aufs Gesetz, wenn ihr es schafft, dass es gut aussieht. Was mir wichtig ist, Jesus, ist, was hinten dran passiert, was innen drin passiert. Und die Aussage oder die Auslegung, die zielen alle zusammen auf das. Schaut, schön, wenn es gut aussieht, aber es bringt dir nichts. Es muss innen durch gut sein. Und das könnte direkt ein Aspekt sein von der Schriftgelehrten und Pharisäer, die spezialisiert waren auf das. Sie haben gewusst, wie man sich verhalten muss, dass es gut aussieht. Und Jesus bricht mit dem und sagt, schaut, das Aussehen ist nicht das Wichtigste. Was wichtig ist, wie es innen ist. Oder vielleicht anders gesagt, was wichtig ist, dass es aussen gleich aussieht, wie es innen ist. Er redet von Authentizität und er nennt das, also er bringt das als eine Grundeigenschaft vom Leben im Reich von Gott. Und er ruft uns bei dem auf, bei dieser Auslegung von diesen Gesetzen und sagt, lebt ein authentisches Leben, dass das, was aussieht, auch ist. Also natürlich kann man hängen bleiben bei den einzelnen Texten und es würde sich lohnen und es lohnt sich, das zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Aber überall hinweg ruft Jesus aus, dass wir sind, was wir auch vorgeben zu sein, dass wir eben nicht vorgeben. Authentizität, ein Wort, das bei uns in Kirche auch immer gebraucht wird, wir haben das so tief in unseren Werten verankert. Lass mich ein Bild malen für das. Wenn mir denkt, vielleicht wird es manchmal auch ein bisschen viel gebraucht, vielleicht manchmal auch als Entschuldigung, ja, ich bin halt authentisch, weißt du, ja genau, danke für das. Es wird manchmal ein bisschen lustig gefühlt, oder? Und trotzdem ist etwas mega Wichtiges. Und mir ist beim Thema Authentizität, ist mir letzte mal ein Apfel in den Sinn gekommen. Ein Apfel und die Frage, was ist ein guter Apfel? Und ich habe hier ein paar mitgebracht. Also es sind gar nicht alles Äpfel, das ist vielleicht schon mal gut zu wissen, oder? Irgendwo verbirgt sich noch Zitrone, aber ein Apfel. Was ist ein guter Apfel? In unseren Breitengraden sind Äpfel ja bekannt. Ein bisschen Richtung Osten ist ja wirklich das Äpfelland, oder? Habe ich gehört? Ich kenne das gar nicht da draussen. Nein, so als Berner, oder? Äpfel. Beliebt im Kuchen, als Mousse, mit lustigen Kombinationen.
je nach Vorliebe, getrocknet, Kingliebes oder einfach als Snack, als Apfel. Und wenn ich einen Apfel suche zum Essen, so zum Snacken, dann laufe ich, meistens mache ich das, wenn wir Pause haben, wir haben so einen Apfelkorb bei uns im Büro, dann laufe ich an den Korb her und dann studiere ich die Äpfel. Studieren. Weil ich will nicht einfach irgendeinen dahergelaufenen oder runtergefallenen Apfel, oder? Ich will diesen Apfel. Ich suche nach einer gewissen Knackigkeit, nach einer gewissen Süßigkeit. Der Süß und Sauer muss so für mich eine gute Balance sein. Fast lieber ein bisschen sauer, ist fast lieber. Muss saftig sein, oder? Und ich probiere den Apfel anhand von seinem Äußeren zu beurteilen. Und dann entscheide ich mich für einen Apfel, ich putze ihn noch ein bisschen, dass er auch glänzt. Das macht einfach mehr Spass. Und ich beiße rein. Und dann ist entscheidend, was das für ein Apfel ist. Ist der Apfel so, wie er aussen aussieht? Oder der Supergau ist ein Full innen durch. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Der hat in einen frisch aussehenden Apfel reingebissen, bricht man so ab und innen da ist er so braun, grau, was auch immer das genau ist. So genau schaue ich aber nicht her. Und du bist froh, hast noch nicht gehört, oder? Und du bist wieder zurück, und, oder? Ich weiß nicht, warum es das gibt. Ich finde es für nichts. Aber es kann sein, dass er einfach mehlig ist oder nicht dem entspricht, was du gerne hast, oder vielleicht schaut noch irgendein Wurm raus, den du nicht gesehen hast oder so. Und es ist eine Enttäuschung. Oder eben nicht. Er haltet, was er verspricht. Und so gesehen ist ein guter Apfel für mich ein Apfel, der authentisch ist. Wo ich reinbeisse, denke, jetzt kommt etwas Feines. Und ich beisse rein und es kommt etwas Feines. Das ist Authentizität, ein Bild von einem Apfel. Und das ist das, was ich glaube, Authentizität für uns als Kirche, für uns als Menschen, als Christen, ist genau das. Jetzt bin ich froh, wenn niemand reinbeisst, oder? Aber wenn innen durch das ist, was aussen durch versprochen wird. Ich würde sagen, das ist der Anspruch, den der Text an uns hat. Und bei einem Apfel, ja, wenn ich gewusst hätte, dass er mehlig ist, dann hätte ich von Anfang an irgendetwas anderes gemacht damit. Dann kannst du ja Kuchen machen oder so. Du musst ja nicht reinbeissen zuerst. Es geht nicht darum, was richtig, was falsch ist unbedingt, sondern es geht darum, dass aussen das ist, was innen ist. Und wenn dann Jesus sagt, in dieser Auslegung zum Beispiel, liebet eure Feinde, dann merken wir, dass es extrem tief hineingeht. Weil Jesus sagt nicht, lasst einander im Frieden. Das ist ja irgendwie noch so machbar. Also, so ein bisschen der Find, also der Double von nebenan oder was auch immer, oder? Der in Ruhe lassen, das geht. Wir haben ja alles eigene Finde, eigene Feindbilder, oder? Aber den zu lieben, das ist ein anderer Anspruch. Also, was vielleicht früher noch möglich war, den zu hassen, offiziell aus der Bibel heraus, muss ich ihn heute lieben. Und er dreht das komplett um. Und sagt, es muss nicht gut aussehen, es muss gut sein. Und Liebe meint bei unseren Finden ziemlich sicher genau das Gleiche, wie es bei unseren Freunden heisst. Und Liebe ist etwas, was ich merke, das kann ich nicht einfach produzieren. Es ist etwas, das von innen rauskommt. Ja, es zeigt sich in meinen Taten. Es zeigt sich in dem, wie ich Menschen behandle. Aber es ist nur dann echt und authentisch, wenn ich es nicht nur einfach spiele, weil ich das gelernt habe und mich unter Kontrolle habe, sondern wie es von innen rauskommt. Das ist das, was der Text fordert. Der Text fordert nicht gut behandeln und innen durch kochen, sondern der Text fordert von innen raus Gutes, Liebe und so weiter. Und ja, Liebe ist nicht immer romantisch, das weiss ich, auch in dem hat das Platz. Unser Feind müssen wir nicht rühmen für seine dummen Sachen, die er macht. Das ist auch nicht Liebe. Aber, dass wir ihn mit Gottes Augen sehen, dass sich etwas bewegt in unserem Herz, dass wir ihn gern haben, das ist Liebe und das wird hier gefordert. Und das ist ehrlich gesagt auch das, was mich manchmal ein bisschen überfordert. Gerade jetzt zu diesem Beispiel, das geht doch gar nicht. Es fordert mich raus. Und manchmal überfordert es mich, weil es gibt Menschen, da fällt es mir einfach sehr, sehr schwierig. Und da geht es knapp, dass ich sie, oder, korrekt behandle. Aber das ist nicht das, was gefordert ist. Und dann heisst es noch, zum Abschluss von diesem Teil, von dieser Rede,
Ihr aber sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Bam. Okay, da haben wir es. Da haben wir es, der Druck, oder? Es ist langsam wieder Verkältungssaison, ich muss ein bisschen trinken. Jesus macht nicht einfach Späßchen und sagt so, ja, schau mal, wie es tut und so, und nachher macht das Beste daraus, sondern Jesus fordert hier glasklar etwas ein. Und es löst in uns einen Druck aus. Und jetzt ist die Frage, wie wir mit diesem Druck umgehen. Druck können wir ausweichen. Also wenn ich die Anforderungen höre, den Katalog höre, dann merke ich, okay, jetzt kann ich wie nicht, ich schaffe es nicht, ich komme nicht zu Gang mit dem, dann kann ich ausweichen, indem ich sage, ja, Jesus zeigt ja eigentlich nur auf, wie wichtig das Gnade ist. Und dann bin ich wieder draußen, ich schaffe es sowieso nicht, also mache ich einfach weiter wie bis anhin. Das funktioniert und der Druck ist weg. Ich weiß nicht wie lange, ich weiß nicht wie gut es funktioniert, aber das ist ein Weg. Oder ich weiche anders aus, indem ich probiere, diesem Druck standzuhalten. Das ist dann nicht ausweichen, sondern eben standzuhalten und sagen, ich diszipliniere mich, ich gebe Gas. Ich probiere ein Leben zu führen, das dem allem entspricht. Und ich rede mir so lange ein, bis ich es vielleicht selber glaube. Das ist auch eine Variante. Ein bisschen verkrampfter vielleicht. Aber ich probiere mit Kräften nach Kräften das alles einzuhalten. Ich glaube, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und das ist die Möglichkeit, wo ich das Gefühl habe, das ist das, was Jesus uns eigentlich auch möchte sagen. Wenn ich von Druck rede, dann rede ich von etwas, wo wir zwischendurch spüren, in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft, manchmal schon, wenn wir vom Spiegel stehen. Ich bin nicht ganz sicher, ob Jesus wirklich Druck auslösen will. Ob er uns drängen zu etwas. Oder ob der Druck vielleicht nicht von rechts, links oder von meinem Spiegel kommt, von mir selber. Könnte es nicht sein, dass Jesus nicht möchte drücken, sondern dass Jesus möchte ziehen? Wenn er das sagt, wenn er uns vor Augen führt, dass wir es nicht schaffen werden, das ist wohl eine Tatsache. Dass er nicht drückt und jetzt machen und jetzt tut, sonst kommen wir nicht ins Himmelreich, sondern dass er eigentlich eine Einladung ausspricht. Im Kontext von gesamter Bergpredigt. Eine Einladung ausspricht und sagt, kommt doch zu mir. Er zeigt uns auf, dass es nicht klappt, wenn wir es allein probieren, aber kommt doch zu mir. Ist nicht das Angebot, das Jesus macht und sagt, kommt zu mir und zusammen werden wir es schaffen. Zusammen in dieser Verbundenheit mit ihm. Wenn du den Druck spürst, wenn es um so Themen geht, probieren wir doch mal, zu Jesus zu gehen und zu sagen, vielleicht ist es kein Druck. Oder vielleicht muss ich mich auch lösen von dem Druck, weil er nicht gerechtfertigt ist. Vielleicht möchte mir Jesus zu sich ziehen. Und dann passiert etwas ganz anderes. Also wenn wir irgendwo vor jemandem hergedrängt werden und wir müssen probieren und wir stoggeln, wenn wir herkommen zu Jesus. Ich glaube, das ist die Aussage in den Texten. So scharf, wie sie tönen, so einladend sind sie am Schluss. Weil zusammen mit Jesus und nur mit Jesus schaffen wir es. Der Dani hat letzte Woche das Bild gebracht von dieser Zwischenzeit, dass das Reich von Gott am Anbrechen ist, schon gestartet hat, aber eben noch nicht voll da. Und in dieser Zeit, wo irgendwie das Reich von Gott schon da ist, zum Teil schon sichtbar ist, aber doch noch nicht ganz da, ist es genau das Spiel, das läuft. Und es ist genau diese Frage, die entscheidet, ob die Stadt auf dem Berg, ob das Reich von Gott leuchtet, inspirierend ist oder nicht. Gehen wir zu Jesus, probieren mit ihm zusammen unser Leben zu führen. Oder lassen wir uns vom Druck, von was auch immer, irgendwo in eine Ecke treiben und probieren es selber. Bei Jesus können wir innerlich heil werden. Bei Jesus können wir Frieden bekommen. Bei Jesus können wir sogar unsere geliebten wie gehassten Gewohnheiten verändern. Der Text ruft mir etwas zu, dass es gut ist, wenn ich meine überhöhten Ansprüche an mich selber, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss das selber können, oder vielleicht kennen ihr das, wenn ich die auf die Seite schiebe und wegtue. Ich muss mich dann vielleicht ein bisschen überwinden, vielleicht sogar demütigen und zu Jesus zu gehen. Zu Jesus gehen und ihm zu sagen, hey, mir fehlt da irgendwie der Zugriff, ich kann das nicht ändern und ich möchte das aber. Und ich merke, wenn ich das mache, dann bin ich willkommen bei ihm. Ich glaube, das ist das Geheimnis vom Umgang mit diesen Gesetzen
und dem Anspruch, der da drin ist, dass wir uns ziehen lassen und nicht uns verjagt oder bedrängt fühlen. Weil dort bei Jesus ist Veränderung. Und die Veränderung ist es, die die Stadt auf dem Berg zum Leuchten bringt. Die Veränderung ist, die dein Leben zum Aufblühen bringt. Authentizität, wir kommen zum Schluss, ist ein Schlüsselmerkmal im Reich von Gott. Gott kann nichts anfangen mit einer Fassade, die verdeckt, was hinten dran ist. Es hilft dir auch nichts, weil Gott sieht das so durch. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern es geht um unser Innerste. Und Jesus drängt uns nicht, endlich das zu machen, was wir schon lange sollten, weil sonst kommen wir nicht in den Himmel, sondern er zieht uns zu sich her und sagt, lass uns zusammen den Weg gehen. Und wenn wir ihm unser Herz hergeben, bei ganz konkreten, vielleicht auch bei allgemeinen Themen, dann sehen wir, wie es anfängt zu strahlen, im übertragenen Sinn, wie es anfängt zu leben, wie Menschen aufblühen. Man sieht das rundherum, man sieht das bei uns selber. Dort, wo Jesus reinkommt, dort verändert sich etwas. Und ich möchte mit dieser Frage enden. Wo spürst du vielleicht so einen Druck, wo du vielleicht ganz konkret könntest umwandeln und uminterpretieren und sagen, okay, vielleicht zieht mich an Jesus. Dann nimm es als Einladung. Nicht als Vorwurf, sondern nimm es als Einladung, mit diesem Thema zu Jesus zu gehen. Dort ist Vergebung, dort ist neue Hoffnung, dort ist neue Vision. Und die Liste, die wir vorher hatten, ist dort nicht mehr so eine drückende, kaputtmachende, fast schon Naturgewalt, sondern es ist ein Bild, wo wir hergehen, nach dies nach herwachsen, mit Jesus zusammen hergehen. Und unser Leben wird in diesen Momenten aufblühen, bin ich überzeugt. Ich möchte gerne beten. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht schonst mit irgendwelchen Fässchen oder blumigen Aussagen, wo du uns so ein bisschen Mut machst, nur zum nachher sagen, es reicht dir gleich nicht, sondern du stellst uns, du bringst uns die Wahrheit, du konfrontierst uns mit der Wahrheit, mit dem, was du denkst, mit dem, was du bist und mit dem, was es braucht. Und gleichzeitig ziehst du uns zu dir her. Und ja, es ist eine Spannung, die wir aushalten müssen, die wir vielleicht auch dürfen aushalten. Es ist etwas, wo wir manchmal nicht ganz rauskommen. Es ist so eine bisschen verkehrte Welt. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns dort begegnest, wo wir merken, da genügen wir nicht. Und das ist etwa an einem Ort. Dass du uns genau dort begegnest und dort genau zu dir herziehst. Ich wünsche mir das für uns als Kirche, dass wir eine Kirche dürfen sein, die mit all unseren Unzulänglichkeiten immer wieder einfach deine Nähe suchen darf. Weil du wirst uns verändern. Und ich wünsche mir das und ich bete das für jedes Einzelne hier innen und am Livestream, dass es uns persönlich so gehen darf, dass wir in deine Arme dürfen kommen, wenn wir merken, es stimmt etwas nicht. Amen. Wir gehen jetzt in eine Worship-Zeit rein und in ein paar Kirchen wird es hier ein Gebet haben und online kannst du auch auf den Gebetsbutton drücken. Und ich lade dich ein, wenn du merkst, irgendwo es reibt etwas, es stimmt etwas nicht ganz, dass du gehst beten. Beten ist Kontakt aufnehmen mit Jesus. Du kannst es so mit deinem Nachbarn machen, du kannst es daheim mit deiner Familie machen, was auch immer. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir in diesen Momenten Nähe zu Jesus suchen und nicht Türen suchen zum Aussteigen. Nähe zu Jesus. Und das Gebet ist der Schritt auf Jesus zu. Und der nächste Song heisst «Nähe bei dir» und es geht genau um das. Die Nähe zu Jesus zu suchen. Darum lasst uns eintauchen in die Zeit, die Nähe zu Jesus zu suchen und schämen wir uns nicht, Jesus das zu bringen, was uns wirklich beschäftigt.